New Pokémon Snap. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, das würde ich aber auch sagen, liebe Sportsfreunde. Willkommen zurück zu einem neuen Pokémon-Abenteuer, einem doch eher, deswegen habe ich auch gesagt Sportsfreunde, einem eher sportlicheren Abenteuer, denn ich glaube, wir haben viel zu tun, wenn wir unser Ziel erreichen wollen, nämlich Let's Snap It All. Wir wollen sie alle fotografieren, oder zumindest, na doch, ich würde sagen alle, wa? Hallo, schön, dass du da bist. Ja, das ist der Professor Miro. Was ist das für ein Name, ey, ganz ehrlich. Herzlich willkommen im Lentil-Labor für Pokémon und Naturforschung. Mein Name ist Miro. Sehe ich schon. Ich erforsche hier auf der Flurio-Insel Pokémon in ihren natürlichen Lebensräume. Ja, eine komplett neue Region, ob die jetzt Kanon ist oder wie man immer das bezeichnen möchte, bezweifle ich ein bisschen, wird ähnlich sein wie damals auf dem guten alten Nintendo 64. Damals gab es ja auch Pokémon Snap, das erste überhaupt. Danach gab es lange Zeit nichts mehr. Bis jetzt. Jetzt gibt es mal wieder ein bisschen was. Und ja, natürlich alle gespannt darauf, was sich alles verändert hat. Ja? Natürlich vor allem auch mit der Grafik und allem und den vielen, vielen neuen Pokémon. Das ist noch nicht alles. Der Professor hat auch vor, alle anderen Inseln der Lentil-Region zu erkunden. Das hat bisher noch niemand gemacht. Ist das nicht der Wahnsinn? Irgendwie, weiß auch nichts. Jedes Mal in einem Pokémon-Spiel, sobald wir eine neue Region betreten oder uns eine neue Region vorgestellt wird, heißt es immer, ja, du musst das und das erforschen. Boah, das hat noch keiner gemacht. Aber trotzdem sehen wir überall wieder, wo Leute leben und ja, sich nicht gerade irgendwie neu angesiedelt haben. Also insofern schon ein bisschen seltsam das Ganze immer. Aber, hast du etwa Vince vergessen? Ups, natürlich nicht. Du hast sie auch gelesen, oder? Die Geschichte des Abenteurers Captain Vince. Nö. Das ist schon 100 Jahre her. Deine Forschung ist viel wichtiger, Professor. Der Enthusiasmus der Jugend. Das ist Rita. Sie ist die Tochter eines guten Freundes und besucht mich hier während der Schulferien. Aber Professor, ich bin noch nicht zu Besuch. Ich bin deine Assistentin. Wie kann ich das vergessen? Du bist natürlich eine große Hilfe. Zwinkersmile oder was? Nun gut, es wird Zeit, dass ich dir erkläre, was sich bei diesem Schnupperkurs erwartet. Aha, wir sind jetzt im Schnuppern. Gut, ich meine, warum nicht? Kann man machen. Aber lass uns erstmal ins Labor gehen. Da können wir uns besser unterhalten. Okay, mir nach, jetzt zeig den Weg. Also, wo waren wir noch gleich? Ach ja. Wie du sicher schon bemerkt hast, leben in der Lentil-Region viele verschiedene Pokémon. So wie in fast allen Regionen. In Pokémon-Spielen. Sie zu fotografieren hilft uns, mehr über ihre Lebensweise und ihre Umgebung zu erfahren. Dabei brauchen wir deine Hilfe. Du wirst bei diesem Schnupperkurs ganz viele Fotos in ihnen schießen. Nachts kann man sogar leuchtenden Pokémon begegnen. Die sind wunderschön. Also dann, hier ist eine Forschungskamera. Das ist aus dem Pokédex. Ja, die gleiche. Mit ihr können wir untereinander und auch mit anderen in Kontakt bleiben. Ah, wie ein Handy. Warum ist denn kein Handy? Ganz genau, mit dieser Kamera kannst du nicht nur fotografieren, sondern auch kommunizieren und Daten analysieren. Sag ich ja, ein Handy. Sie dient zusätzlich als eine Art Mitgliedsauswahl. Also pass gut auf sie auf. Wie ein Handy. Das Smartphone. Na, was sagst du dazu? Der Wahnsinn, oder? Der Professor hat sie selbst entwickelt. Ja, ob es wirklich der Wahnsinn ist, dass sie dann zwar die ersten Fotos geschossen haben. Ob die eine höhere Auflösung hat als mein persönliches Smartphone oder Handy, ich wage es zu bezweifeln, aber okay. Lass uns überraschen. Professor darf ich ihm erklären, wie sie funktioniert? In Ordnung, dann überlasse das mal meiner Assistentin. In der Zwischenzeit werde ich ein paar Vorbereitungen treffen.
Okay, lass uns gleich mal nach draußen gehen, ja? Hehe. So, die Erklärungen und Einführungen beruhen auf der Standardknopfbelegung. Ah, also bin sogar mit dem Pro-Controller unterwegs, aber okay. Mhm. Ah, jetzt sehr schön. Natürlich immer schön in der Mitte. Hey! Mhm. Das Hauptmotiv oder Bewertung, ja, das ist eigentlich, wie man eigentlich ein Foto immer macht, also ist von dem her nichts Neues. Zoom. Warte mal, ZR? Hä? ZL? Ja, eben. Ich habe ZR gesagt, egal. Okay, eine Gyrosteuerung brauche ich eigentlich mit dem Pro-Controller nicht. Wenn du geschossen hast, du musst dafür ein Foto pro Pokémon auswählen. Das entwickelt habe, ein spezielles System. Theoretisch kann man sie auch online posten und mal gucken, was die Community sagen würde. Da wäre eine Option. Ah, pro Pokémon eigener Ordner, interessant. Nehmen das hier, es sieht irgendwie ein bisschen besser aus. So, er hat dann nur 1 geschossen. Alles klar, alles easy, alles kein Problem. Pikachu! Foto im Fotodex. Das Verhalten des Pokémon ist, desto mehr Sterne bekommt das Foto. Okay. Ist ganz einfach, oder? Naja. Neu. Größer wird der Name schon sagt, die größte Pokémon auf dem Foto wertet. Ja, muss natürlich auch gut sichtbar sein und so. Bei der Pokémon, das ist ja eigentlich wie damals, wenn ich mich richtig erinnere, wie damals in Nintendo 64 bei Pokémon Snap. Ja, vermutlich ist es irgendwie die Standardwertung. Kann man durchaus vorstellen. Vivillon. Blick gerade. Generation. 5? Nee. 6? 7? Alter, weiß es nicht mehr. Bin ein bisschen raus aus dem Thema, vor allem mit den letzten Generationen, aber egal. Deswegen zocken wir hier wieder ein bisschen Pokémon, um da wieder relativ schnell reinkommen, auch mit Schwert und Schild dann und dann vor allem mit den Remakes und Diamant und Perl, war, die auch schon bald kommen dürften. Gucken wir als Einstellerwertung. Ja gut. Also kann schon mal sagen, soweit Leute, das hier soll ja eigentlich eher eine Art Kurz-Let's Play werden. So etwas schön kurz reinwerfen, wieder mal ein bisschen das aktuelle Geschehen oder die aktuellen Let's Plays, die doch ein bisschen, ich sag mal so, wenn irgendwie jemand die so über mehrere Wochen hinweg die gleichen Let's Plays kommen, kann es auch ein bisschen eintönig sein und so und deswegen Pokémon Pokédex. Ja genau, also wir sind ein eigener Pokédex, das ist nichts Neues. So, das Abenteuer ruft. Genau, und deswegen war eigentlich, oder ist meine Idee, das einfach mal so jetzt spontan reinzuwerfen, ein bisschen den Fokus jetzt auf Pokémon oder New Pokémon Snap zu legen, aber nicht, dass ich irgendwie die perfekten Fotos schießen möchte im Let's Play, das kommt dann später, weil ich also am Schluss einfach mal ab und zu auch das Ganze poste, das geht ja hier,
Das Ganze, die Switch ist ja online, internetfähig. Und dann irgendwann vielleicht mal das Gefühl habe, jo, jetzt passt es mal einen Sonderpart rauszubringen, wo ich mal alle Pokémon, die ich dann ja, gute Fotos von geschossen habe, die mal zu zeigen. Einfach mal in so einem Paar zusammengefasst. So, das ist aber erstmal Zukunftsmusik. Heute geht es erstmal, in der nächsten Folge geht es darum, auch mal das Ganze zu erkunden, zu erfahren, wie funktioniert alles und so. Genau. Das ist Neo One. Ja, in Pokémon Snap von 64 gab es etwas Ähnliches, aber natürlich nicht so High-End-mäßig. Zum Energievorkommen. Ich werde alles erklären. Genau. Alles klar. Okay, das erinnert mich jetzt ein bisschen an Jurassic World. Teil kann fliegen, interessant. Ein richtiger VM-Ersatz war, um mal noch die alten Pokémon-Generationen zu referenzieren. So, Pokémon Snap, endlich mal ein Remake. Der lang genug gedauert oder Nachfolger, wie auch immer. Ich hoffe mal noch auf etwas Ähnliches mit Pokémon Kolosseum und so. Wobei, soll irgendwie was Ähnliches dann den nächsten Mal kommen, wa? Ja, alles klar. Gucken wir mal ein bisschen um oder irgendwie noch was Interessantes hier finde. Ja, von hinten, da gefällt es mir nicht. Das ist ein Pichu. Sehr schön. So. Nein! Schön in die Mitte. Ja, Mist. So, und so die ganzen Pokémon auf der linken Seite verpasst. Sehr schön. Oder wird etwas? Hui. Was kommt da? Ein Schwalbini? Duselgur? Die sind hinten gar nicht. Oh, ein Bisofang. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Hier ist ein schnelles Auge. Natürlich nicht unwichtig. Ich bin zwar sonst nicht so der Fotografierer und dann nicht unbedingt so der Selfie-Typ und so. Wenn ich ganz ehrlich sein darf. Alter! Nee, das ist ein Ding. 6. Gen. Wie heißt das Vieh schon wieder? Okay. Kein Pokémon, eine Kristallblume. Nachmachen. Ah, verdammt. Alter, sind die schnell. Hier haben wir Schwalbinis. Und Schwaroness. So. Gibt ja viele Punkte, wenn ich irgendwie mehrere Pokémon erwische. Ernsthaft? Warte mal, ich warte noch ein bisschen. Hüpft. So. Kabado, was im Hüpfen ist. Sehr schön. Das kann man natürlich so machen. Vielleicht wird es ja bald zu einem Garados. Kann ich irgendwie anlocken? Wäre mal ganz cool. Dreht sich da oben, ich glaube das nicht. Ein Pichu von hinten. Naja. Ja. Ein Bidisa. 4. Gen. Sehr geil. Ah, die Remakes der 4. Generation, ich freue mich schon sehr darauf. Huh. Verdammt, wollen eigentlich beide miteinander. So, jetzt aber. Huh. Was ist denn das schon wieder? Alter! Nicht so schnell, verpasst doch alles. Oh. Ein schönes Dodri, das war geil. Schön groß in der Mitte, so gefällt es mir. Wampe. Bisschen gefährlich hier, ein Käfer-Pokémon in Nähe von ganzen Vögeln. Ich weiß nicht. Ich hüpfe mal ein bisschen noch. Schwalbini. So ein schönes Porträt. Die habe ich auch schon zu Genüge. Na gut. Kann man machen. Oh, Kurelei müsste ja auch 6. Gen sein, wa? War auch damals in Carlos. Was war es damals? Noch gar nicht so lange her, aber Carlos war halt irgendwie so das letzte, was ich wirklich aktiv noch gezockt habe. Das XY und natürlich vor allem Omega Alpha Saphir. Das Omega Rubin Alpha Saphir.
Das haben wir noch gesucht, wie blöd. Danach war irgendwie ein bisschen die Luft raus. Und bis heute noch gar nicht Schwert und Schild gezockt. Ja, was vergessen? Also Pokémon meine ich. So. Komm und snap sie dir, komm und snap sie dir. Ja, hat Spaß gemacht. Nur ein Foto pro Pokémon. Das befürchtet, egal, wie viel habe ich? Ein paar. Alter, für Pixel die sind, ey. Ich meine, klar, es ist keine PS5 und so, aber trotzdem, also. Wo sind wir denn hier? Ja, dann leider nichts irgendwie Großartiges gekriegt. Machen wir mal den hier, damit wir etwas haben. Das war ziemlich kacke. Bisofang. Kann ein bisschen größer sein, aber ansonsten war es nicht so schlecht. So, Flores. Ja, ich denke, man merkt schon, es ist nicht unbedingt ein Spiel, was man lange, sag jetzt mal, Let's Playen kann. Das ist mal cool, das mal ein bisschen zu zeigen. Die Frage nämlich das oder das. Ja, sieht man es eigentlich besser. Nämlich hier sind wir in der Schwaronessa. Svaronessa noch. Und trotzdem etwas, das man sicher öfters zeigen kann. Warte mal, ich habe auch einen Svaronessa drauf. Dem jetzt mal ein bisschen, ja, ein bisschen durchgehen, mal ein bisschen gucken kann, was alles so gibt. Jo, ohne Motiv. Stimmt. Okay. Und ja, mal gucken, ne? Wie einfach oder schwer es ist, alle Pokémon zu fotografieren. Zu snappen. Also es muss viele Punkte geben. Nicht schlecht, kann man so machen. Schon mal besser. Okay, weil es ist ein Stern, das kann ich eines auswählen. Es gibt bis zu 4 Sterne. Alles klar? Ja, macht doch Spaß. Ja, das ist halt... Ja, es ist ein neues Pokémon, aber ich habe das Vieh einfach nicht richtig erwischt. Schade. Pichu, da ist genauso. Können wir ganz kurz durchgehen, weil die Fotos sind nicht gut, ganz ehrlich. Aber wenn er mir ein paar Punkte gibt, das kann man besser machen. Bisofang, da bin ich mal gespannt. Ich meine, die Größe kann man sogar streiten. Ja, noch ein bisschen größer, dann wärst du noch ein bisschen besser. Wampel! Kostet nur einen Stern. Wie viel brauchst du denn für 2 Sterne? Alter Schwede. So, komm, das muss es aber ein paar Punkte geben. Was ist das? 1 Stern oder 2? Nee, Silber 1. Hä? Okay. Naja. Pose wäre halt wichtig, wa? Kriegen die Kapato eigentlich schon? Ah, jetzt kommt's, weil eben jetzt hat eine Pose. Ich habe jetzt keinen 500er geben. Die Pose ist entscheidend für die Sterne. Ach du Kacke. Okay, dann wird es halt beurteilt, Bronze, Silber, Gold. Jetzt gehen die Platin. Ja, wir haben jetzt zwar relativ viel drauf. Ja, Pose natürlich ein bisschen kacke, sehe ich rein. Hä? Das sind 2 Stellen, wo die Pose so kacke ist? Okay, kapiere ich nicht. Was? Forschungslevel Level 1? Ich wollte gerade sagen.
Ja, er zeigt den Fortschritt und Erkundungen auf jeder Strecke an. Gut, zusammen mit dem Level steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Pokémon neue Verhaltensweisen an den Tag legen. Das ist auch irgendwie so, was ich schon mal gesehen habe, eben, dass jetzt halt auch Tag-Nacht-System natürlich drin ist. Oder dass man, also je nachdem halt, ob Tag oder Nacht ist, gibt es andere Pokémon, sie reagieren anders, man kann es auch schlafen entdecken, manche gar nicht und so weiter und so fort. Es gibt auch irgendwie Areale, wo man nur hin kann, wenn man irgendwie was Spezielles entdeckt hat und dort nur bestimmte Pokémon findet und so weiter und so fort. Also da gibt es noch einiges zu tun oder irgendwie auch Unterwasserwelten, hast nicht gesehen. Eine Fotodex füllen, ja. Let's snap it all, sag ich ja. Der Schnupperkurs. Album speichern? Welchem Album? Ach so, Album. Ja, es gab's ja damals, glaube ich, auch. An sich hier direkt auch welche ausgezeichnet wurden. Sehr gut. Das kann ich jetzt theoretisch, wenn ich jetzt irgendwie sage, komm, irgendwie Dodri, das gefiel mir. Kann das speichern. Das fand ich jetzt auch sehr schön. Das genauso. Den Carbon bin ich jetzt nicht so überzogen, ganz ehrlich. Kann natürlich nur eine bestimmte Anzahl an Plätze. Das ist natürlich auch klar. Gut, dann soll es mal das gewesen sein, wa? Hat er das gespeichert oder was? Zumindest die Plätze sind weg. Nehmen wir mal an, sind gespeichert. Strecke neu starten. Ne, zurück zum Basiscamp. Von Zeit her. Es ist ja eigentlich so, dass ich jetzt geplant habe. Wie bereits erwähnt, New Pokémon Snap ist jetzt eher so mal schnell reingeworfen in den aktuellen Ablaufplan. Und dass ich deswegen auch ein bisschen längere Folge mache, weil ich könnte das so lange dauern, das Let's Play. Also noch ein bisschen eingewöhnen. Nächtliche Erkundung, interessant. Im Labor, interessant. Eine Fotodex nur im Labor erkunden? Der Fototext. Deine Ecke. Die Online-Funktion ist jetzt spannend. Aus aller Welt angucken. Das ist natürlich nicht unwichtig, das stimmt. Aha, man nennt sie Apfelmedaillen. Okay. Kannst du auch die Ranglisten für die einzelnen Kategorien angucken. Genau, nicht schlecht. Soll alles gewesen sein. Eigentlich alles ganz einfach. Wir sind am besten gleich aus. Ja, also mit Medaillen und so, sprich online, machen wir später mal. Ich werde erstmal generell alles ein bisschen erkunden. Weil online, da kannst du natürlich dumm und dämlich dich suchen, beziehungsweise okay. Dich austoben. Ist in dem Fototext so, dass ich irgendwie auch Nummer dabei habe. Okay, Vlog ist zum Beispiel jetzt irgendwie Nummer 23. Vivilio ist zum Beispiel jetzt Nummer 1 hier in diesem seltsamen Pokédex. Ich kann sagen, das sind ganz auch in die Filter. Kein Filter, hä? Ah, warte mal. Nach Nummer. Nach der Pokédex, beziehungsweise nach dem der Fotodex-Nummer. Okay. Das war schon alles, was ich eigentlich wissen wollte. Fürs Erste. Würde ich daher sagen, wir machen doch direkt weiter mit der zweiten Strecke oder gucken mal. Ladevorgang. Basiscamp, ja, aber nur Basis. Kann ich hier irgendwie auch abwarten, ob es irgendwie Tag und Nacht ist oder. Jo, ich gehe wieder fotografieren.
Die Scan-Funktion. Ah, damit kannst du eine Umgebung untersuchen. Das war das, was ich vorhin meinte. Dass man damit halt wirklich alles ein bisschen angucken kann und dann, wenn man irgendwie etwas entdeckt, was man sonst nicht sehen würde, kann man dadurch eben zum Beispiel irgendwie eine neue Passage freischalten, dann geht er das mobil da durch. Dieser komische Neo One und wie das Teil heißt. Ja, machen wir ein bisschen hin, ne? Bin ja sonst eigentlich der Typ so Learning by Doing, aber okay. Ja, das habe ich auch entdeckt. Ja, voll krass. Also X zum Scannen, X für die Funktion, zum genau untersuchen. Wobei das mit dem Scanner erinnert mich eher ein bisschen an die Metroid-Serie, wenn ich ehrlich sein darf. Mhm. Ah, okay, kann es gerade zum Teil unlocken damit. Sehr gut. Arigato, Rita. Das setzt sie oft ein, ja, das habe ich eigentlich vor. Eigentlich. Zum Tag im Naturpark ganz viele Fotos von deinen Pokémon. Wie jetzt? Also neue Regierung geht gar nicht? Na, wobei, ich habe jetzt nur die Scan-Funktion. Vielleicht entdeckt man da ja was. Oder etwas Neues. Okay. Also ein bisschen zu langsam einerseits, andererseits war es eigentlich auch cool. So, da alles noch in Ordnung. Ne, oben ist nix. Was jetzt auch keine Pokémon? Pokémon, nur ich und du. Mit allem, was ich auch tu. Pokémon. Ah, ist lange her. Hä? Weißt du? Geröstete Pokémon. Ach so, die muss ich gar nicht fotografieren, die sind einfach dafür da, okay. Hm. Was eigentlich auch eine coole Pose ist, so. Ein bisschen majestätisch aus, oder mal behaupten. Hat's vorhin Pichu erwischt, oder? Das andere Viech, von dem Namen noch gar nicht weiß. Dann nicht mehr weiß, sagen wir es mal so. Na, springen, Carpador, springen. Der will nicht.
Ja, okay, so reagieren auf den Scan. Was ist ein Hut da oben? Alter, wie fies! Das wird natürlich erklären, wieso ich den natürlich vor allem nachts sehe. Ein paar Bilder sind besser, aber besser geschossen als zuvor, das ist so. Mist. Ein bisschen zu langsam. Nach ihnen etwas? Muss irgendwas noch anderes geben? Mist! Ah, wegen der Pose, weil es gerade uns gewunken hat. Das Neo One ist bereit zur Rückkehr. Teleportation! Ja, ein bisschen was Neues gibt's auch. Tja, das besser ist, weiß ich nicht so recht. Kann man das versuchen? Wäre natürlich auch schön. Hut, Hut. Hut, Hut. Huti, Huti. New Record. Wenn es ein neuer Rekord ist, nehmen wir natürlich das, ist klar. Sehr geil. Pose ist schlechter? Och Menno. Ja, dann halt. Ja, war ein bisschen zu spät dran, leider. Kacke. Jo, nehmen wir das. Dodri. Ah, Mist, das hat für die Pose, weil es so schläft und so. Gäbe es noch etwas? Ja, komm. Ja, gut, bei dieser ist halt da, wa? Ist ebenfalls besser, sehr gut. Dann ist Carpador. Hut, Hut, Hut. Ja, aber es pennt noch, deswegen, naja. Ja komm, nehmen wir das. Sehr schön. Level 2. Ja, lass mich ran. Jetzt bei Level 2. Jetzt kann ich... Also nur Parktag. Okay, schade. Ich dachte irgendwie, wäre allgemein Level 2. Jetzt könnte ich irgendwie was anderes noch machen. Mhm. Okay, darfst gespannt sein. Ja, passt. Dann zähl mal Professor. Professor von und zu Dings. Talent fürs Fotografieren würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ah, bei Nacht, sehr schön.
Lumina-Pokémon. Ist das ein neuer Typus? Nachts. Das Ganze nachts erkunden. Ja gut, müsste ich eigentlich auch die Folge nachts hochladen, wa? Mal gucken. Aber Freunde, das soll es mal gewesen sein für heute bei Pokémon Snap, beziehungsweise natürlich bei New Pokémon Snap für die Switch. Im nächsten Part dann werden wir uns eben das Ganze mal nachts noch angucken und je nachdem, das Ganze halt 2-3 Mal machen, bis wir halt so möglichst viele oder alle Pokémon haben, die es hier so gibt. Wird vielleicht auch irgendwo mal angezeigt, wie viele es überhaupt pro Region, pro Park, whatever, wie viel es überhaupt geben könnte. Und dann bin ich natürlich gespannt auf die anderen, nicht Regionen, die anderen Inseln, ne? Die anderen Bereiche, sagen wir es mal so, die anderen Bereiche. Und ja, gucken wir mal, was dann so abgeht. Zurück bei New Pokémon Snap. Let's Snap it all. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, bye bye.